Welche Ironie ist es, wenn der Verantwortliche für den Einsatz von mehreren Hundertschaften des schwarzen Blocks der Polizei gegen eine angemeldete Schülerdemonstration lediglich die Schirmherrschaft der Stiftung gegen Gewalt an Schulen niederlegt? Diesem feinen Herrn kommt nicht mal eine Entschuldigung für das völlig überzogene Vorgehen der Einsatzkräfte über die Lippen, von einem Rücktritt ganz zu schweigen. Es kann nicht sein, dass diese rohe und brutale Gewalt gegenüber Alten, Frauen und Kindern keine politische Folgen hat. Und wir erwarten, dass die Geschehnisse von diesem Tag bis ins Detail aufgearbeitet werden und politische und personelle Konsequenzen nach sich ziehen werden. Auch die Schließungsgespräche zeigen ein erschreckendes Bild bei der Planung und beim Zustand von S21. 300 Millionen Euro und über 10 Jahre Planungszeit bringen ein Konzept zustande, welches von Amateuren und in diesem Sinne von Liebhabern binnen kürzester Zeit zerpflückt wird. Nicht einmal eine Verantwortung im eigentlichen Wortsinn findet in den Gesprächen statt. Denn die Befürworter können zentrale Fragen der Wirtschaftlichkeit und des Nutzens nicht plausibel beantworten. Das alles zeigt, wie richtig und wichtig unser Protest war und ist. Bevor ich zum Schluss komme, wir Unternehmerliga Stuttgart 21 treffen sich immer Montag nach der Montagsdemo im Café Schlossblick am Schlossplatz und am 20.11. am Tag der nächsten Großdemo haben wir auch eine größere Veranstaltung im Café Schlossblick. Wir sind nicht gegen eine Modernisierung. Aber wir wollen eine intelligente und zukunftsfähige Lösung. Dieses Projekt ist ein Jahrhundertprojekt, wenn es schwäbisch gemacht wird. Findig, sparsam und schonend. Macht weiter so. Und schließen möchte ich frei nach Jürgen Klinsmann. Wir sind die, wo oben bleiben. Gemeinsam gegen dieses unsinnige Projekt wenden. Jetzt möchte ich noch eine wichtige Veranstaltung durchsagen, und zwar erst möchte ich noch durchsagen, dass wir trotz strömenden Regens über 15.000 sind. Vielen Dank. Zu schätzen, dass Sie alle hier im Nassen stehen. Deswegen sage ich jetzt ganz schnell noch eine weitere Veranstaltung, die uns eben noch eingereicht wurde, und zwar auch am nächsten Montag nach der Montagsdemo am 22. November. Die sind aber alle im Trockenen, alle Veranstaltungen. Und zwar mit dem Bundesvorsitzenden der Naturfreunde Deutschland, Michael Müller, der übrigens auch am nächsten Montag direkt bei unserer Montagsdemo spricht, gibt es später um 20 Uhr im DGB-Haus noch eine Veranstaltung mit ihm unter dem Titel Stuttgart 21 Kathedrale einer untergehenden Zeit. Also ganz viele Leute mobilisieren, wir müssen uns alle aufteilen nächste Woche am Montag nach der Demo. Aber wie gesagt, die Veranstaltungen sind alle im Trockenen. So, und ganz wichtig, es gibt eine Veranstaltung vom Aktionsbündnis im
Theaterhaus am 30.11., also Dienstag, 30. November, und zwar